Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, PFAS gehen auch Ewigkeitschemikalien genannt und das nicht ohne Grund. Sie sind extrem persistent, aber nicht aufbaubar, bleiben über immens lange Zeit für immer und ewig und können sich auch am menschlichen Körper ansammeln. PFAS, das sind die per- und polyfluoriert Alkylverbindungen. PFAS ist nicht nur eine Chemikalie, sondern eine ganze Stoffgruppe. 10.000 chemische Verbindungen mit verschiedenen Bezeichnungen. Am Grund besteht das aus einer Kette von Kohlenstoffatomen. Und die Fluoratome gebunden sind, das kombiniert mit einer funktionellen Gruppe. Sie gehen seit Jahrzehnten auf viele Produkte angesagt, weil sie Wasser, Fett und Dreck aufweisen und hitzebeständig sind. Sie sind ganz stabil, nicht brennbar und ganz robust. Das klingt am Anfang praktisch, aber genau diese Eigenschaft machen sie auch so schädlich. PFAS kommen nicht natürlich an der Umwelt vor. Wenn es deren Eigenschaften in diese Substanzen an einer größeren Zahl von vor allem industrielle Produkte angesagt, auf vielen Alltagsgegenständen. Funktionskleider, Imprägnierspray, Zahnseide, Backpapier, Pannen, Teppiche, Möbeln, Kosmetik und sogar bestimmte Lebensmittelverpackungen. Diese Stoffe können direkt über den Kontakt mit so Produkten an unseren Körper kommen oder indirekt über die Umwelt, die Luft, Wasser und Nahrungskette. Konsequenzen sind alarmierend, weil alle Menschen mittlerweile PFAS am Blut. PFAS stehen am Verdacht, krebserregend zu sein, können das Immunsystem schwächen, die Erhöhung vom Cholesteroltau, Fruchtbarkeit beeinflussen, und Leber- und Nierenschäden verursachen. Aber wir können heute noch nicht all hier Langzeitwirkungen. Eine amerikanische Studie aus zum Resultat kommt, dass auch Föten PFAS über Mammenmilch und Plazenta abholen. Besonders problematisch ist, dass diese Stoffe nicht einfach nicht verschwommen. Wenn sie einmal an dem Wald geraten, sie sind nicht mehr mit enormem Aufwand, wenn überhaupt, ihre Wäsche zu kriegen. Das bedeutet, was heute produziert und verbraucht wird, belastet nach kommenden Generationen. Es kann nicht sein, dass Stoffe, die so lange in der Umwelt bleiben, und dass Konsumenten das gar nicht wissen, ob an einem Produkt PFAS dran ist oder nicht. Ein Rapport mit dem Titel The Cost of PFAS Pollution for Our Society unterstreicht den dringenden Besoin, PFAS-Kontamination zu stoppen, für immens Kosten für die Gesellschaft zu vermeiden. Die Tüte schwätzt, dass wenn die aktuellen Niveaus von der PFAS-Verschmutzung in Europa bis 2050 ohne neue Maßnahmen anhalten, Kosten auf rund 440 Milliarden Klammer wert. Wenn die Emissionen aber schon bis 2040 unterqual reduziert gehen, könnten 110 Milliarden Euro gespart gehen. Wir begrüßen, dass auf europäischem Plan neben der Reglementation ein Aktionsplan für die Chemieindustrie am Juli 2025 angeholt wurde. Diese Initiative proposiert für den Umstieg weg zu PFAS zu unterstützen. Des Weiteren also ein EU-weites System für die Überwachung von PFAS und für Beredung für bestimmte Praktiken zu teilen und Donnerien zu sammeln. Die Europäische Kommission plant auch einen Dialog mit allen Akteuren für einen umfassenden Approach zu den Problemen rund um PFAS zu fördern. Herr Präsident, dafür begrüßen wir, dass diese Regierung klar erkannt wird und ein interministerielles Komitee zu den PFAS und Leben gerufen wird. Diesen hat der Rapport von der Regierung zugeschafft und eine Reihe Proposen ausgeschafft. Der nächste Rapport ist ein wichtiger nächster Schritt von diesem interministeriellen Komitee. Projekte wie Biomonitoring erlauben, den Expositionsgrad von der Population besser zu evaluieren und helfen, Prävention im Sinne von der Santé publique zu verbessern. Zu Lützeburg lebt die Studie Let's HBM, aber zieht 600 freiwillige Partizipanten an, die hauptsächlich über die schulmedizinische Denkstelle rekrutiert gehen. Die Studie muss verschiedene chemische Substanzen und biologische Proben, Urin, Blut und Haar.
an häuslichen Umweltproben, Luft, Stöps und Wasser. Letzt HBM als Teil von einem großen europäischen Projekt mit dem Titel Partnerschaft für die Bewertung von der Risiken durch chemische Substanzen, PARC genannt. Eine Zusammenarbeit mit bald 200 Institutionen aus 30 europäischen Ländern sowie 3 europäischen Agenzen, die Europäische Umweltagenz, die Europäische Chemikalienagenz und die Europäische Autorität für Lebenssicherheit. Es ist wichtig, dass eine nationale Strategie für das Monitoring angefordert wird. Die Resultate vom Projekt HBM for Europe wird gewiesen, dass 14,3% von den Jungen zwischen 12 und 18 Jahren PFAS-Werte über der von der EFSA festgelegter tolerierbarer Wochendosis hatten. Herr Präsident, eine Maßnahme gouf schon erholt für den Impact von PFAS auf die Gesundheit zu limitieren. Lützeburg hat sich am Kader von der Konvention de Stockholm engagiert für den Kampf gegen die sogenannte persistent organische Polluanten konsequent voranzubringen. Am nationalen Kader haben wir dafür verschiedene konkrete Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem den Umgang und das Engagement vom CGDs für keine Schaumittel mehr zu benutzen, die Fluor enthalten. Am Oktober 2025 wird die EU eine von den Haupt-PFAS-Emissionsressourcen adressiert und wird gestaffelt angefordert Verbot all PFAS an Feuerlöschheim angefordert. Europäischen Plan als Vermarktung und Benutzen von 3 wichtigen PFAS-Verbindungen untersucht. Der PFOS, der PFOA und der PFHXS. Und mehr streng Regeln bezüglich der Gestion von den Fluorgasen festgelegt gehen. Zusätzlich die permanente Analysemethoden verbessert, besonders im Bereich von den Wasseranalysen, wo gezielt Kampagnen durchgeführt gehen, für die Präsenz von so Substanzen so präzise wie möglich nachzuweisen. Herr Präsident, die Regierung hat eine Reihe prioritär Schritte festgelegt, an unseren nationalen Beitrag zu leisten. Maßnahmen für die Kontrolle vom Trinkwasser und auch vom Flaschenwasser gehen gestärkt, so wie die Realisation von Mooskampagnen sind zu begrüßen. Seit dem 12. Januar 2026 ist ein Limit von 0,1 Mikrogramm pro Liter en place für die Summe von 20 PFASen am Trinkwasser. Zusätzlich geht der Parameter vom totalen PFAS, den auf 0,5 Mikrogramm pro Liter festgelegt ist. Es soll eine nationale Strategie für die Resilienz am Wasserbereich bis mit 2026 ausgeschafft gehen. Neben der Mooskampagne für Wasser soll auch die Luft und Boden analysiert gehen, mit dem Ziel, einen detaillierten Inventär über die Nutzung von PFAS und TFA bei den verschiedenen Akteuren abgestellt gehen. Es gibt für sich die Präsenz von TFA in der Atmosphäre zu reduzieren, an dem eine Strategie entwickelt wird, für die Emissionen von fluorierenden Gasen zu limitieren. Die interministerielle Gruppe PFAS soll offiziell formalisiert gehen. Er wird auch die Vertreter vom Wirtschaftsministerium mit einbeziehen, für die Auswirkungen auf die Ökonomie besser zu steuern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, PFAS geht nicht nur technisch oder chemisch froh. Es geht heute um das Trinkwasser, als Lebensmittel, als Kanner, als Gesundheit und Umwelt. Es geht froh, wie eine Welt wir ihnen hinterlassen.